E wunderschöne guten Abend. Als Emission von Haut fangen wir mit einem Jubiläum an. Der Gartenheim von Holzem hat nämlich 90 Jahre gefeiert. Wie ihr wisst, feiern wir heute Abend die 90 Jahre vom Verein. Das ist ein schönes Alter, aber wir versuchen aber noch ein wenig jung zu bleiben. Gegründet auf der Verein am 3. November 1929 als Genossenschaft, was wir auch noch sehen, und das ist teilweise nach von den Eltern von verschiedenen von unseren Membern. Und hier nicht originell. Und das ist geschrieben, Jean-Pierre Irpelding, Schmidt-Natti, ein guter Teil kennt den noch, am Emil Thein, der Pap Mariette, und dann Jean Dondlinger, das müsste Großpap sein vom Yves. Ne? Auf Straße, Pap, Lucé Pap. Und dann habe ich nach Weierich, ich weiß aber nicht viel. Wir haben ein Foto von einem Ausflug, anfangs 30er Jahren. Und da stand der dicke Wick, wie wir genannt haben, dem José Pap. Wollen wir hin, dass es der war. Das waren Gründungsmitglieder. Und dann ist alles am Original. Muss man gut versuchen. Und dann die Funktion am Funkel von Gartenheim, die sich nicht nur auf den Gerd limitiert, aber darüber hinaus als eine Seele vom Gesellschaftsleben und der Respekt für die Natur. Und das wird immer mehr wichtig im Zeitalter von der globalen Technologie. Ein Verein Gartenheim ist nicht so wegzudenken, wenn es um die Halle von der Natur geht, auf ihren Häusern alles schön zu machen. Die Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit verdelen wir herno dann auch viele Medaillen in 3 Membern. Sie hat a Bronze ab 10 Jahren, Silber ab 20 und dann Gold von der Sektion ab 30 Jahren, Gold von der Liga ab 40 und wir haben sogar 3 Ehrenrosen für 50 Jahre. Das sind hier 2, die haben an die 40 Jahre Member, aber sie sind 14 Jahre am Komitee, da geht es dann noch die raus. Mit das dann einfach nur bei 50. 90 Jahre Gartenheim, gucken wir 1929. Der Jacques Roche als 29. Ja. Ja. Das war der Börsencrash. Wenn wir nach kein Zweiten Weltkrieg am Gangen, die hat eigentlich ein Verein, den die Hauptpunkte von unserer Geschichte vom Land, den dem abgemacht hat. Holzimmer, die eigentlich just geboren wären, muss ich vorstellen, die just geboren wären, die am Krieg gefallen sind, wie der Verein gegründet ist. Die eigentlich Familien, die da genannt wird, die haut nach Hause, Familien, die wesentlich dazu beigetragen haben, nicht nur die Wirtschaft zu gestalten, mit Familien, die dazu beigetragen haben, auch den Charme von der Wirtschaft, sie wird mit ihrem Bauernwesen, sie wird durch ihre Aktivität an dem Gartenheim, auch an anderen Vereinen hochzuhalten. Und das eigentlich nicht mehr durch die Benevol, die ehrenamtlich Erbicht von Vereinen, die mitgeholfen wird, wo das da so lang steht. Weil die das fertig spricht, lief Holzimmer, dass weder auf der Kap noch zu Mama eine Sektion vom Gartenheim richtig funktioniert. Die hat die also alle Guten evaluiert. Und dass das evaluiert hat, der ich heute Abend, aber eigentlich enger Person, stellvertretend für ich alle Guten, merci, so und das heißt, lebt Florence. Ja. Also ich ging spielen, das ist ein Look. Weil es hat mir gesagt, dass sie so abgeregt, wie Theising Red gehalten hat.
Wir gucken mal, wer alles gemacht hat. Es gesucht, dass überhaupt der Teil ging stattfanden, dass alles so schön hingeriecht ist, mit den Medaillen, alles fertig, anders der noch nach einem gut ersten an den Kuch aus Florence. Vielmals merci. Und ich sage auch gerade so ehrlich, dass wir für 15 Jahre gewesen sind, ne? Wo wir auf der Cap an dem Centre de Tennis, wo wir den Kongress 2006, 13 Jahre, wo wir den großen Kongress hatten. Und ich meine, alle Guten, die da waren, die wussten, dass wir es nicht gelos hatten. Es war ein mustergültiger Kongress organisiert mit einem schönen ersten Herno. Und ich meine, die bleiben doch an den Memoiren von der Geschichte von Gerdernheim von unserer Wirtschaft. Der Zweite, was ich will sagen, dass die Genossenschaft, das ist eine Genossenschaft, das ist eigentlich eine rare Form, dass eine ganz Assoziation und noch ein Verein wie Ehren, die sind meistens bei uns als ASBL, das heißt als Vereinigung ohne Gewinnszweck sind, die zusammen gesagt, dass die auch heute zu Holzem hat. Und Florence hat mal recht gesagt, der Gerd anheben, der Gerd, die gehört eigentlich da, wo es möglich ist, gehört den bei Themen zusammen. Und das leider eng Umwandlung, dass man den teuren Terraspreise ganz wenig Leute nach überhaupt möglich geht. Für allem Jungleute, dass sie ein Gerd neben ihrem Heim überhaupt nach können holen. Und dafür passt das eigentlich bei Eis auf Holzem wie die Faust auf der. Ich war die rein organisatorisch froh, wie der organisiert sieht, als Gerdernheim, weist sich aber auch Präsenz an dem Gesellschaftsleben von der Wirtschaft Holze. Und Florence hat man recht daran erinnert und die solche Mame feiern. Die Hai zu Holzmann diesem Saal an andere stattfanden, eng Mam, die fühlt sich geehrt. Wenn so Mammen der kann erstens mal zusammen sein, aber wenn sie auch gefeiert, geht nicht immer von ihrer Familie, mir für allem von einem Verein wie der Teil. Weil Mammen, die sind da, mit sind oft viele Mammen, die sind ja nur lang, wenn sie Witwer sind. Und ich meine, das besonders an den Zeiten, wo sie froh sind, dass sie einen Verein wie der Teil enkadriert sind. Die sieht ein dritter Pilier, sieht auch von dem Vereinsleben von der Wirtschaft Holzem, der da wesentlich matt gestaltet. Die wisst das nicht immer. Aber wenn wir als Gemeinde so, der könnt bei sich Holzmer Schäferchen. Natürlich nicht lang, das ist der Chefrat, sind die Gemengerot. Wir kriegen einfach vieles matt heim. Was nicht klappt, so ein bisschen wie verbrot, mit den da immer gewohnt. Also, wieso der auch gerne was gut ist, aber der gerne hat, dass nach Kiefer hinkommt. Und ihr wisst, dass ein von den Pilieren von dieser Wirtschaft einfach neben der Kirche, neben der Schule, wo du im Moment kriegst, dran ist, auch für und allem diese Festsaal ist, den als für bald 20 Jahre angefangen gehen, gebaut zu gehen, so wie Loas. Wir wären der Meinung, dass doch von der Zeit ist, für das die Bauhai, dass den vier Vereine für und allem auch für den Holzmer Gerdernheim, die neue Annehmlichkeiten soll erwehrt fanden, wie sie heute gebraucht gehen. 20 Jahre nach dem praktischen Neubau von diesem Gebäude brauchen auch eine Renovation, eine Vergrößerung mit Küchen, neuer Bühnen, bessere Entlüftung. Alles das, was im Moment nicht so perfekt klappt, auch das wird man hinmachen. Und schön unser Bauchef, der Roger Negri, gefragt, die Erbestände, die werden nur dem Kollektivurlaub 2020, also an rund einem Jahr, werden die gehen. Und die werden 1,5 Jahre dauern. Und dann ist es in der Gemeinde zusammen mit dir auch Räumlichkeiten zu finden, für das wir die Zeit könnten überbrücken.
Mädelscher an Damme vum FC Mama krute nei Uniformen. Dëst gouf an enger Feierstonn ofhirgehowen. Fir d Mädelscher vum FC Mama 32 goufet eng nei Uniform, die vun de Kollegen de Veteranen aus dem Verein gesponsert goufen. A fir so ze soen dubel ze agieren, gouf de Logo vun de Special Olympics Lettzeburg op die nei Uniformen dropgemach. De Präsident Guy Dauphin huet die sëllesche Gächt begréist, ehe dann de Präsident vun der Jugendkommission, die fir dessen Owen verantwortlich war, fuhrtgrut. Ich komme nur aber zu dem Teil, den wir den Abend eigentlich speziell am Vordergrund haben, da das eben als Damen-Equipe, beziehungsweise in dem Fall Jeune Vieren an Kadetten, das bekannt, dass den FC Marmor Matzinger Damen-Equipe zu den erfolgreichsten Vereinen hier am Land gehört. Den FC Marmor war viermal Letzteburger Champion, hat viermal den Double geholt und dann sogar 6-mal den Cup, also 4-mal Double und dann noch zweimal den Cup. Letztes Jahr 2016, 2017. Und ich erinnere mich noch ganz gut dran, als Julie Wendelbo, die den oben doch ist, die war damals ganz am Anfang von ihrer Jeune Fille-Karriere. Sie war zwar dort die größte und schon die älteste, aber von den Statuten war sie noch Jeune Fille. Sie hat dann am Final damals 2 Goler geschossen. Wir waren natürlich total happy und ich meine, hat auch bis 2012 gab es zu Letzteburg gar keine Mädelscher-Equipen. Es gab ein paar Damen-Equipen, aber es gab keine Mädelscher-Equipen. Mädelscher konnten bis 12, 13 Jahre mit den jungen Match spielen. Meistens sind sie dann bei den Pussern, also mit 11, 12 Jahren schon angefangen, sich ein bisschen zu genieren, beziehungsweise die Bauern haben dann irgendwie, was weiß ich, auch mal gerippt oder wie auch immer. Also von daher war immer schwierig für Mädelscher, sich heranzuschaffen, dass sie irgendwann mal eine Damen-Karriere, eine Damen-Equipe-Karriere können machen. 2015, da erinnere ich mich noch gut dran, wir hatten auch halt zu Mama keine Mädelscher Equipen, beziehungsweise Gofet eben damals ja noch nicht. 2015 hat dann Sondes Moyes, wenn der Terra frei war, eine kleine Gruppe von skandinavischen Mädelscher aus Marmorhei mit dem Pap von engem von den Mädelscher, den der Noven doch da ist, den Johnny Olesen, haben sie immer ein bisschen so Hobbyfußball gespielt. Und ich weiß es noch ganz genau, weil wir parallel natürlich schon immer Samstag, Sonntag, und Johnny hat noch 2 Buben. Einen davon, also übrigens kennt auch, bis Koller war den an der Jugendausbildung beim FC Marmor, den spielt an der U19 vom 1. FC Köln. Im Englisch kann man als Marmor Fußballer auch ein bisschen stolz drauf sein. Aber ich kann mich immer noch gut daran erinnern, dass den Johnny mich also ein halbes Jahr oder noch ein bisschen mehr lang genervt hat. Wir müssen mal den Mädelscher Apps machen, weil sie sind von links und von rechts, von überall sind sie beikommen, weil die Mädelscher gesehen haben, okay, da läuft etwas zum Marmor. Sie spielen zwar kein Championat, aber sie spielen Fußball. Den Johnny, wie gesagt, hat mich so lange genervt, bis wir dann 2016 eine Equipe Jeune Fille auf Bein gestellt haben, an das Championat geschickt haben. Am Anfang war das natürlich nicht ganz einfach, weil dort die Erfahrung gefehlt, aber plötzlich sind noch ein paar Matcher Erfolge gekommen und sie haben sich weiterentwickelt. Und sie hatten Fred dabei. Den Johnny haben wir nach einer gewisser Zeit dann aus seiner Verantwortung entlost. Den hat ja in Familie dann noch 2 Buben, die Fußball gespielt haben. Mädchen spielt auch heute noch, Nicola. Aber dann hat ein Damen-Equipe, die Carla Battista, die Equipe da überholt. Und ich kann mich auch da noch daran erinnern, dass Carla gesagt hat, wenn wir auch mal zweistellig verloren haben, sie haben immer eine gute Ambiance. Wir gehen dann heimens da mal noch beim McDonald's Lunch an der Kamionette vom FC Marmor, ist immer gute Stimmung. Den Norbert tun ich 2 an die lachen. Ich sind 2 an die lachen, weil ich die Impression, stimmt alles. Erstens einmal Nummer fertig wird, dank dem Wolfgang, dem Guy, an dem ganzen Komitee, an all die Leute, die sich dafür setzen, Trainer und so weiter, für eine Party, junge Mädchen zu haben, die Spaß haben Sport, ein Sport, den die letzten Jahre gewiss so salafähig ging, als man nicht so kann so. Ich weiß, dass auch zu meinen Diskussionen lange so gehört gesehen, dass vielleicht Leute gemeint haben, soll ich doch nicht sich dumm abperlen. Die Guy hat dort mit Wolfgang zusammen konsequent angepackt und sie haben sich durchgesetzt und ich kann Ihnen dafür felicitieren.
Ich fand da auch gut, dass die jungen Leute am Juni aber zum Mama schon an der Sache für Drohnen eine Erfahrungen gehabt, dass die jungen Leute, da wenn sie ihre Sport ausüben, immer die Drohnen erinnert gehen durch die Abschrift auf ihrem Trikot, aber auch andere Leute auf das Problem hinweisen, auf eine Situation hinweisen, die seht, dass es Leute gibt an unserer Gesellschaft, die leider Gottes nicht auf der Sonne sind oder immer auf der Sonne sind. Und ich fand das schon eine formidable Sache. Dafür kann ich nicht mehr felicitieren. Und da gebe ich so ein last but not least, gebe ich der Herren-Equipe vom FC Mama merci so, dass sie nicht nur Football spielen, wie sie anscheinend so, wie da doch nach Football was zu spielen, mir hauptsächlich als die dritte Halbzeit, aber eigentlich ganz wichtig, was auch ganz gut ist, aber dazu gehört, dann sind sie gestorben, nach gesehen, wie sie die dritte Halbzeit gespielt tun, war lustig. Dafür, weil ich war auch lange nicht weiß, oder mal das richtig. Ja? Auf alle Fälle vielmals merci, auch dass die zwei, also die drei, und den Guy als den Mama-Verein sozusagen an der Terren-Equipe da an engem Strang ziehen und für den alten Gest Felicitationen von der Gemeinde. Quatschefest organisiert vom BBC Mambra als eng jährlich Tradition. Hai e paar Impressionen von der Edition 2019. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. De Sisma hat wie auch an de vergangene Joren op eng Port ouvert invitéiert. Mama TV wo fir Isch Land gucken. Nieft natürlich dem normalen Catering wie op all Portwert ass man sich als ganzen Schauer Fuhrpark ausgeschaltet Material. Donieft hummer verschiedene Übungen geplant, Techt eng Softaschübung, Tech Verkehrsaccident simuliert, an eng Brandübung, die der Lograt am Turm gesinn hat, wo dann normalen Lachzug so Lachzug bestehend aus engem Lachwohn enger grösser Drehleder, da ist ein Thermever, ein Teleskopmastfahrzeug. Wo sech dann Binomen also Ugriffstruppen firgehen fir an de verrauchten Raum 4 zu goen, an wo se dann eng Mënscherettung iwwer den als Gros Drehleder gemat hunn aus dem Turm. An dann nummer nach verschiedene Workshoppen, Tisch Feiertrainer-Workshop, wo Leute selber können dann aktiv Feiertrainer sech dat üben eng Feuerlecher een ze ginn. An dann immer Workshop am weiße Bereich nennt sich Ambulanzbereich, wo dann die Leute können praktisch enke Trea durchfeieren. Dann immer auch nach verschiedene Ständen ausgestellt von unserer TRT-Gruppe, die sich spezialisiert sind, ob es so neben dem normalen Business nach sich auf Verkehrsaccidenten zu spezialisieren.
Jugendpumpchen schmengen ass ganz wichtig Wolle natürlich, weil dat sind als sonch operationell Pumpche vu Mu. Und du hast natürlich schon mal viel wichtig für als Zeit zu investieren und sech auch die Leute dann als Jugendlich zu präparieren, was sie erwartet, wenn sie mit 16 Jahren dann bei die großen Pumpchen kommen, wo sie dann können aktiv wo sech an den Ersatz herausfuhren. Natürlich ist das an der Jugendarbeit immer mal ein bisschen spielerisch verbunden. Du mal eben Jugendmonitoren, die extra Formationen gemacht für die Sachen zu machen. Da läuft auch haut Detail, sogar Sprangschloss für die Kleinkanner und so, zur Platz. Noch als Jugendpumpche werden eine Demonstration machen, wo sie auch nach einer Übung werden weisen. Wir sind Partie integrant vum CG10, dat heißt, wir sind vun de Gemenge wie all CIS an Zukunft sech iwwergeht an den neue Corps Grand Ducal dans de Secours. An den CISMA ass natürlich een ganz wichtig Standort mal geografisch gesinn an vum Sektor operationell. Zumal wann e bëssen antizipéiert an Zukunft werden Stadter Brus Pomschen, die haut op der Stroos nach stationiert sinn, werden en näst Joer Knis vu do aus hier Kaser fuhren, wat natürlich stand geografisch gesinn de Sektor fir den CISMA Hai werd elargieren. An mehr wichtigen Standbein ha ginn fir och Westen bis Staat sech die ganze Aktivität operationell aufzudecken. Dat war eise Emissioun fir Haut. Mir erinnern einmal daran, dass der Mama TV op DOC, dem offenen Kanal, a bester HD-Qualität könnt empfangen, sowie auch op mama.lu. Ich sage merci fürs Nachgucken, a bis an 2 Wochen.